Ja, vielen Dank. Hey, heute möchte ich gerne über das Thema Kommunikation, Konflikte und Streit mit euch reden. Wer von euch hatte schon mal einen Konflikt? Okay. Wer von euch hatte schon mal einen Streit? Nein. Wer von euch hatte heute Morgen schon einen Streit? Yeah. Wer von euch hatte im Auto zur Kirche bereits eine Auseinandersetzung? Oh ja, ehrliche Leute. Konflikte, Streit gehören zu unserem Leben dazu. Wir alle sind aber unterschiedlich und haben unterschiedliche Arten, mit Konflikten umzugehen. Es gibt verschiedene Konflikttypen. Es gibt die Harmoniebedürftigen. Die streiten nie, weil man nicht mit ihnen streiten kann. Weil wenn man sie fragt, ist alles gut, dann lügen sie dich an und sagen, ja, es ist alles gut. Dann gibt es die Beleidigten oder die alles in sich hineinfressenden Konfliktmenschen. So, der Konflikt ist vorbei, aber er ist nicht wirklich vorbei. Und die Person lässt dich das auch spüren. Durch ihre Passivität, durch ihr Schweigen, dass sie wütend und frustriert ist. Und dann gibt es die Rechthaber. Die Rechthaber, die sind ganz speziell, weil die haben immer Recht. Und mit denen zu diskutieren ist schwierig, weil sie immer Recht haben. Man möchte nicht mit diesen Personen streiten. Und das große Problem ist bei diesen Leuten, die sind wirklich überzeugt, dass sie immer Recht haben. Und dann gibt es die Lauten, die Emotionalen. So, das hast du von deiner Familie so mitbekommen vielleicht. In einem Streit, in einem Konflikt wird es laut. Und die Fetzen fliegen. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie wir mit Konflikten umgehen. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Reel auf Instagram gesehen, das eigentlich die Lösung präsentiert. Zuerst das Problem und dann aber die Lösung. Schaut euch das an. Hey Hase, du, ich komme heute ein bisschen später nach Hause. Vielleicht könntest du mir bis dahin 2 Gefallen tun. Kannst du bitte erstmal gucken, ob die Katze noch genug Futter hat? Wenn nicht, dann stell ihr mal bitte eine Tüte hin. Und wenn du schon dabei bist, wäre es total schön, wenn du die Wäsche im Trockner zusammenlegen kannst. Wenn du dann noch einmal mit dem Staubsauger durchs Haus gehen könntest. Und heute Abend wollen wir was mit Kartoffeln essen. Also wäre das toll, wenn du schon mal welche schälen kannst, aber nur die Hälfte, das reicht. Und wenn du dann noch Zeit hast, wäre es mega, wenn du den Geschirrspüler ausräumen könntest. Vielen Dank und bis später. Ja, genau. Ich habe gedacht, als ich das Video gesehen habe, das könnten Marisa und ich sein. Das könnten die Kommunikation, oder? Und die Lösung liegt auf der Hand. Liebe Frauen, ihr müsst einfach präziser kommunizieren. Wir hören schon gut zu. Alle Männer lieben mich jetzt, alle Frauen denken, was ist das für ein Idiot? Als meine Frau und ich uns verlobt haben, sind wir in einen Ehevorbereitungskurs und haben dort so einen Test ausgefüllt, in dem verschiedene Lebensbereiche miteinander verglichen werden. Kann ich wirklich sehr empfehlen, machen wir übrigens immer noch. Und dann wird das ausgewertet und du hast verschiedene Lebensbereiche, so Finanzen, Rollenverständnis, Kindererziehung, Wertevorstellung, Kommunikation, Konfliktlösung und dann war die Auswertung von uns und wir waren in eigentlich allen Bereichen super abgebildet, ein super Team, außer in 2 Bereichen. Der erste Bereich, in dem wir richtig schlecht dargestellt worden sind, ist das Bereich Kommunikation. Ja. Und der zweite Bereich, in dem wir schlecht waren, ist das Thema Konfliktlösung. Ich sage dir jetzt so, wenn du nicht gut kommunizieren kannst, sind Konflikte schwierig. Und wenn du schlecht in Konfliktlösung bist und in Kommunikation, dann wird es manchmal noch schwieriger. Gell, Marisa, oder? Ja, sie sagt ja. Sie sagt ja. Aber hey, ich möchte euch sagen, wir haben gelernt. Wir sind besser geworden, wirklich. Und heute feiern wir unseren 12. Hochzeitstag. Hallo,
12 Jahre verheiratet und meine liebe Frau, ich wollte sie eigentlich auf die Bühne bitten, aber so genial wie sie ist, sie hat unsere 3 Kinder, sie schaut für unsere Kinder, das heißt, die Kinder bekommen das jetzt auch mit. Dieser Blumenstrauß, Marisa, wo bist du eigentlich? Dort. Okay, steh doch mal kurz auf, ich weiß, du hasst mich dafür. Ja, das ist meine liebe Frau. Die beste Frau ever. Vielen Dank für all das, was du in unsere Ehe immer investiert hast. Und ich könnte mir wirklich keine bessere Mutter vorstellen für unsere Kinder. Und jetzt geht sie schon wieder mit den Kindern raus. Oder sie kommt, nein, sie nimmt den Blumenstrauß, ja. Sehr gut. Ja, come on. Ich bin so begeistert an meiner Frau. Ich dachte, ich nehme diesen Moment jetzt, um sie auch zu ehren. Ich kenne niemanden, der so gut zu unserem Haus schaut, zu unseren Kindern und aber so kreativ ist, eine Ordnung in unser Haus bringt, unser Haus zu einem Zuhause macht. Und in den letzten Jahren, Marisa, bist du so gewachsen, auch geistlich. Es ist unglaublich, wie du auch eine Antenne hast für das, was Gott spricht. Und ich habe mehr gelernt, hör auf deine Frau, dann wirst du schlau. Ja. Vielen Dank, Marisa, für alles, was du uns gegeben hast. Dani hat es gesagt, wir sind in dieser Predigtreihe Better Together, 7 Gebete für ein besseres Miteinander, für bessere Beziehungen. Und heute geht es um die Zeile im Vaterunser Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute. Vater, schenke mir mein tägliches Brot, das ich heute nötig habe. Und als ich über diese Zeilen meditiert habe und mich vorbereitet habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass eigentlich diese Zeilen, dieses Gebet unsere Beziehungen in 3 Aspekten besser macht. Erstens, es entlastet unser Umfeld. Zweitens, es fördert meine Selbstreflexion. Und drittens, es verwandelt meine Bedürfnisse. Was meine ich damit? Lass uns Schritt für Schritt durch diese Punkte gehen. Warum ist dieses Gebet eine Entlastung für mein Umfeld, für meine Mitmenschen? Weil du realisierst, dass Gott dein Versorger ist und nicht deine Mitmenschen. Dein Anspruch an deine Ehefrau, an deinen Ehemann, deinen Freund, dein Umfeld, deine Mutter, dein Vater sinkt, wenn du realisierst, dass nicht die Personen, mein Umfeld für meine Bedürfnisse verantwortlich sind schlussendlich, sondern Gott. Ich darf meine Bedürfnisse, meine Anliegen bei Gott deponieren. Gott versorgt mich. Ich möchte gerne eintauchen in eine Bibelstelle, in einen Brief im Neuen Testament, der von Jakobus geschrieben worden ist. Jakobus war der kleine leibliche Bruder von Jesus. Wurde dann auch gläubig, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Dieser Jakobus kam zum Schluss, mein Bruder ist Gottes Sohn. Der ist wirklich auferstanden und er wurde einer der ersten Leiter der Kirche in Jerusalem. Und stell dir vor, dieser Jakobus wächst auf mit seinem kleinen Bruder und jeder, der in einer Familie groß geworden ist mit Geschwistern und Eltern, der weiß, Konflikte sind Alltag. Oder? Weil so viele verschiedene Bedürfnisse aufeinander klaffen und Arten und Weisen, wie wir die anbringen und so weiter. Und stell dir vor, dieser Jesus, der ohne Sünde war Teil dieser Familie. Und Jakobus beobachtet seinen Bruder Jesus, wie er immer so geerdet war. Nie jemanden beleidigt hat, nie jemanden verletzt hat. Er war immer so bei sich. Und dieser Jakobus, ich glaube, als er dann erkannt hat, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, ohne Sünde war, hat einen Brief geschrieben an die ersten Christen und hat über das Thema Konflikte und Kommunikation etwas geschrieben. Ich glaube, weil er das bei Jesus beobachtet hat. Er sagt in Jakobusbrief 4, 1-2, woher kommen denn die heftigen Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Machtkämpfe? Woher kommt Streit, sagt er. Doch von den Begierden, die in euren Gliedern zum Krieg rüsten. Ihr begehrt
und habt nicht. Ihr geht über Leichen und neidet und könnt doch nicht erlangen. Ihr kämpft und führt heftige Auseinandersetzungen. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich finde das so spannend. Jakobus sagt, der eine Grund, komm, lass uns mal über die Ursache von Streit reden. Lasst uns nicht über die Symptombekämpfung sprechen, sondern über die Ursache für jede Auseinandersetzung, jeden Krieg, jeden Konflikt. Und das kann man jetzt auf zwischenmenschliche Beziehungen übertragen oder auf politische, geopolitische, spielt gar keine Rolle. Jeder Konflikt hat zur Ursache, dass jemand etwas haben will, aber es nicht bekommt. Ihr begehrt und habt nicht. In anderen Worten, ich will etwas von dir, aber du gibst es mir nicht so, wie ich mir das wünsche. Und deswegen löst das in uns Gefühle aus. Von Frust, von Wut, von Trauer, Enttäuschung etc. In anderen Worten, ich mache mein Umfeld zu meinem Versorger für meine tiefen Bedürfnisse. Und vielleicht sitzt du jetzt hier oder schaust online zu und du widersprichst mir und sagst, ja, nein, also der Grund, warum wir bei uns streiten, der ist, weil sie oder er sich nicht an ihre Abmachungen hält. Oder weil er immer zu viel Geld ausgibt. Oder weil sie immer zu spät ist. Oder wir haben abgemacht mit meinem Sohn, dass er sein Zimmer aufräumt und tut es trotzdem nicht. Der Grund, warum wir Konflikte haben, sind die anderen. Und Jakobus sagt dir, you're proving my point. Du willst etwas von anderen, bekommst es aber nicht. Du begehrst und hast nicht. Und das frustriert dich, das macht dich wütend, vielleicht traurig, vielleicht enttäuscht dich das. Vielleicht sitzt du heute hier und du denkst, oh, wäre so gut gewesen, hätte ich meinen Ehemann heute in die Kirche genommen. Die Predigt ist für ihn. Und Jakobus sagte wirklich, wenn wir auf andere Menschen zeigen immer 3 Finger auf einen selbst. Ihr begehrt und habt nicht. Und wenn wir etwas nicht bekommen, sagt Jakobus, ich finde diese Formulierung unglaublich, dann rüsten unsere Glieder in uns zum Krieg. Wir sind bereit für den Streit. Wir bereiten uns vor. In Gedanken bereiten wir unser nächstes Gespräch schon vor. Wie werde ich argumentieren? Was werde ich sagen? Wie werde ich meinen Partner dazu kriegen, dass ich bekomme, was ich will? Mein Bedürfnis. Und dann sagt Jakobus, und dann, wenn wir nicht bekommen, gehen wir über Leichen. Und im schlimmsten Fall geschieht das durch physische Gewalt. Im schlimmsten Fall des Konflikts, durch physische Gewalt. Aber es gibt auch nicht physische Gewalt. Der Mensch ist sehr gut darin, andere Menschen zu manipulieren. Auch leise, durch Schweigen, durch Ablehnung, durch unsere Worte. Wir versuchen, das zu erlangen, was wir wollen, und wir nehmen es sogar in Kauf, dass andere Menschen zu Schaden kommen, damit mein Bedürfnis gestillt wird. Schau, das wahrscheinlich am meisten unterschätzte Kriegswerkzeug in unserem Leben. Das meist unterschätzte Kriegswerkzeug, die meist unterschätzte Waffe ist unsere Zunge. Sprüche 18,21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebevoll gebraucht, nährt sich von ihrer Frucht. Mit unserer Zunge können wir die liebevollsten und erbauendsten Worte formulieren.
Mit unserer Zunge können wir so ein Segen sein. Wir können wirklich für das Reich Gottes ein Geschenk sein, wenn wir mit unseren Worten liebevoll umgehen, wenn wir Menschen aufbauen, wenn wir sie ermutigen und gleichzeitig können wir mit unserer Zunge die hässlichsten Dinge anrichten. Unsere Zunge ist fähig zu fluchen, niederzureißen, zu zerstören. Unsere Zunge ist fähig, den Tod zu bringen. Wir nutzen unsere Zunge als Werkzeug, um das zu bekommen, was wir wollen. Und dieser Jakobus, von dem wir vorher gelesen haben, ein Kapitel vorher, nutzt er fast ein ganzes Kapitel, nur um über das Organ der Zunge zu sprechen. Über so ein kleines Organ, oder? Fast ein ganzes Kapitel in der Bibel geht es darum, um den Umgang mit unserer Zunge. Und Jakobus redet davon, wie wir Pferde im Griff haben, weil wir ihnen einen Zaum ins Mund verlegen, oder? Weil wir können die größten Schiffe steuern durch ein kleines Ruder. Aber wir sind nicht fähig, unsere Zunge zu kontrollieren. Und genauso wie es nur eine kleine Flamme braucht, um einen ganzen Wald anzufackeln, ist unsere Zunge fähig, alles zu zerstören. Jakobus 3, Vers 6 heißt es, auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt des Unrechts erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Sie macht den ganzen Leib schmutzig. Sie steckt das Rad des Lebens in Brand und wird ihrerseits von der Hölle in Brand gesteckt. Die Zunge ist fähig, Zerstörung zu bringen, Tod zu bringen. Und Jakobus sagt, wir Menschen können alles bändigen. Tiere, Schiffe, wir sind fähig, alles zu zähmen, außer unsere eigene Zunge. Die haben wir nicht im Griff. Uns rutschen Worte raus, die wir nicht hätten sagen sollen. Kennst du das? Kennt das jemand? Du formulierst Sätze, die du später bereust. Du sagst Dinge, die die andere Person verletzen. Du bringst Spaltung in eine Gemeinschaft, indem du hinter dem Rücken von anderen Menschen sprichst über Menschen. Weil du etwas willst, ein Bedürfnis hast und es nicht bekommst. Und unsere Zunge kann Segen bringen, aber genauso Fluch. Jetzt stell dir vor, wir würden uns zu Herzen nehmen, was Jakobus uns hier geschrieben hat. Stell dir vor, wir würden für einen kurzen Moment innehalten, wenn die Emotionen hochkommen, wenn mein Frust in mir hochsteigt, wenn meine Wut in mir wächst, wenn meine Traurigkeit kommt, was auch immer diese Gefühle sind. Stell dir vor, du würdest in einem Moment innehalten und realisieren, das Problem ist nicht mein Gegenüber. Das Problem bin ich, weil ich nicht bekomme in jetzt diesem Moment, was ich will. Es ist nicht falsch, unsere Bedürfnisse, wir haben Bedürfnisse. Es geht mir nicht darum, dass wir unsere Bedürfnisse ignorieren. Aber nur einen kurzen Moment innehalten, bevor wir die Zunge rausnehmen. Wir legen die Zunge wieder weg. Und denken für einen Moment nach. Ich habe gesagt, dieses Vaterunser-Gebet ist zum einen eine Entlastung für unser Umfeld. Weil ich realisiere, nicht mein Umfeld ist mein Versorger, sondern schlussendlich Gott. Ich bin selbst für meine Gefühle verantwortlich und nicht mein Umfeld.
Und zweitens schafft es Raum zur Selbstreflexion. Ich sage meinen Kindern, wenn sie in den Kindergarten gehen, über die Straße gehen, sage ich ihnen, anhalten, Pause machen, schauen, hören, laufen. Jakobus sagt, anhalten, schauen, hören und dann reden, weil wir unsere Zunge nicht im Griff haben. Unsere Zunge ist ein mächtiges Instrument für den Segen, aber auch für den Fluch. Eine kurze Pause, eine kurze Sekunde innehalten, bevor ich mit meiner Frustration, mit meinen Ängsten, mit meiner Wut dem anderen alles um die Ohren haue, würde so viel bringen. Kurz schnaufen. Nicht der Mensch vor mir ist mein Versorger, sondern Gott ist mein Versorger. Nicht die andere Person ist schuld an meinen Gefühlen. Ich übernehme Selbstverantwortung für meine Gefühle. Und jetzt wird es spannend, weil wenn du das tust, musst du dir plötzlich die Frage stellen. Und die ist gar nicht so einfach. Was will ich denn eigentlich? Also was mich nervt, ist klar. Oder? Was mich triggert, ist auch klar. Die andere Person ist schuld. Aber was habe ich denn für Bedürfnisse jetzt gerade? Was will ich denn jetzt? Jakobus sagt faszinierenderweise, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Vielleicht kann dein Partner dir gar nie das geben, was du wirklich willst, weil du noch nie es geschafft hast, das so zu formulieren, dass die andere Person nicht beleidigt, angeschuldigt oder sich verantwortlich fühlt für deine Bedürfnisse. Es gibt diese faszinierenden Bücher, ich möchte sie euch empfehlen, über gewaltfreie Kommunikation. Haben wir gelesen. Super Bücher. Ich warne dich aber, ultra anstrengend. Nervt brutal. Weil du dort drin lernst, deine Bedürfnisse so zu formulieren, sodass du ganz bei dir selbst bleibst. Du lernst deine Bedürfnisse, deine Wünsche so zu artikulieren, dass sich dein Partner nicht schuldig, verantwortlich oder in die Ecke gedrängt fühlt. So, du beobachtest, du hast ein Gefühl, dann gibt es Pseudogefühle, die gar keine Gefühle sind, etc., etc. Dann formulierst du dein Bedürfnis und dann deine Bitte. Ich sage dir, das ist mega anstrengend. Aber ich empfehle dir diese Bücher. Zieh dir die rein, wenn du hier weiterkommen möchtest. Gewaltfreie Kommunikation. Das Vaterunser gibt uns Raum zur Selbstreflexion. Was will ich eigentlich? Aber dann geht es weiter. Jakobus 4, 2-3. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Bittet ihr aber, so empfangt ihr nichts, weil ihr verkehrt bittet. Ihr bittet, um euren Begierden Befriedigung zu verschaffen. Manchmal gibt es Bibelstellen, die sind einfach so direkt in your face. Manche Gebete, die du zu Gott bittest, wird dir Gott nie erfüllen, weil du verkehrt bittest. Weil du bittest für etwas, was nichts bringt, wenn er es dir gibt. Eine andere Übersetzung in der Elberfelder steht, weil ihr das auf eure Begierden vergeuden würdet. Das wäre eine Verschwendung. Wenn ich meinen Kindern immer das zu essen gebe, was sie sich wünschen, dann würden sie sich nicht sehr gesund ernähren, oder? Wenn Gott uns immer unsere Begierden stillen würde, die wir jetzt gerade denken, wir nötig haben, wäre das Problem nie gelöst, weil es ein ewiger Verschwendungszyklus wäre. Gott möchte dir nicht geben, was du willst, sondern dir geben, was er weiß, das Beste für dich ist. Und jetzt sind wir wieder beim Vaterunser Gebet. Unser tägliches Brot gib mir heute.
Gott, schenk mir, was ich heute brauche. Nicht was ich denke, dass ich nötig habe jetzt, sondern was du denkst, was ich nötig habe. Schau, wenn du nämlich, Jakobus sagt, es ist eine Vergeudung. Wenn du in jedem Konflikt ständig deine Bedürfnisse anderen Menschen um die Ohren schlägst, aktiv, laut, passiv, leise, wie auch immer, wenn es immer nur um dich geht und du setzt dich ständig durch, das würde dir nichts bringen, am Ende hast du trotzdem nichts, weil den Hunger, den du hier stillst, hat später trotzdem wieder Hunger. Dieser Konfliktzyklus wird nie durchbrochen. Und es ist spannend, das Vaterunser Gebet, wie es eingerahmt ist. Jesus lehrt uns zu beten. Und er sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Und wir Schweizer und Deutsche, wir sind gerne frei, oder? Nein, ich bete, wie ich will. Ich gehe in eine Freikirche, oder? Und Jesus sagt, ja gut, also, mach doch, wie du willst. Aber ich gebe euch ein Gebet, das nicht nur euer Gebetsleben formt, sondern euer Leben. Dieses Vaterunser Gebet wurde für mich so ein wertvolles Tool, mich an diese Struktur zu halten. Manchmal wortwörtlich, wenn ich nicht weiß, wie ich beten soll. Aber oft ist es auch sinngemäß. Aber die Struktur dieses Gebets ist so entscheidend, weil dieses Gebet, Gott im Himmel, schenk mir, was ich heute brauche, ist eingerahmt. Kommt erst in der Mitte, es ist eingerahmt von Gottes Wille, seinem Reich, seinem Willen und endet wieder mit seinem Reich, seiner Ehre, seinem Namen. Das Vaterunser Gebet, wie geht's los? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nicht geheiligt werde meine Bedürfnisse. Dein Reich komme, nicht mein Reich. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Und erst wenn wir dieses Fundament gelegt haben, wenn wir wirklich uns und manchmal braucht das Tage, Wochen, Monate, bis Gott unser Leben umformt, sodass uns zuallererst Gottes Reich an erster Stelle liegt. Dieses Gebet ist ein Werkzeug, um uns umzuformen für seine Absichten. Erst wenn wir all das gebetet haben für seine Anliegen, dürfen wir kommen mit meinen Anliegen. Aber selbst dann findet eine Verwandlung statt meiner Bedürfnisse, weil ich merke, wie plötzlich mein kleines Anliegen, dass ich mich jetzt beleidigt fühle, dass ich mich übersehen fühle oder irgendwie, ist eingerahmt in eine Riesengeschichte Gottes mit dieser Welt. Und es gibt wirklich wichtigere Dinge als ich und als dich. Und ich verstehe mich bitte nicht falsch, ich sage damit nicht, dass deine Bedürfnisse falsch sind oder keinen Platz haben, deine Gefühle, du musst sie unterdrücken. Nein, nimm deine Gefühle wahr, wirklich. Das ist eine hohe Kunst zu erkennen, was sind Pseudogefühle, was sind wirkliche Gefühle. Ich sage damit nicht, verdräng die, aber ordne sie ein in das Reich Gottes. Ordne sie ein in die größere Vision von seinem Reich. Manchmal brauchen wir einen Perspektivenwechsel. Eine kurze Pause, ich bekomme nicht, was ich will. Dein Umfeld ist so entlastet. Eine kurze Pause der Reflexion. Was will ich jetzt eigentlich? Warum triggert mich das jetzt? Es ist nicht mein Partner, sondern das geht tiefer. Was ist das? Woher kommt das? Und dann lass dich durch dieses Gebet umformen von Gott. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Mein Brot gib mir heute und vergib mir meine Schuld, wie auch ich meinen Schuldigen vergebe. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Warum? Weil dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ich wieder das Gefühl habe, es geht um mich, darf ich beten, Gott, erlöse mich von dem Bösen. Erlöse mich von meinen falschen Bedürfnissen. Hey, und ich sage dir, dieses Kapitel geht weiter von Jakobus. Ich möchte dich ermutigen, das mal zu lesen zu Hause. Er sagt dann, dass Gott dir nicht gibt, was du willst, dass du denkst, dass du brauchst,
Aber Gott schenkt seine Gnade reichlich. Gott schenkt Gnade den Demütigen. Er gibt, wenn wir ihn um eine Verwandlung bitten, wenn wir ihn bitten, hier Gott ist mein Herz, du siehst meine Bedürfnisse, mein Egoismus, meine Selbstzentriertheit, Gott, ich halte dir das hin in Demut und ich brauche deine Gnade, dann sagt Jakobus, schenkt er gerne Gnade. Gnade im Sinne nicht nur von Vergebung, sondern Verwandlung, Transformierung, ein Umdenken findet statt, dass ich nicht mehr im Zentrum meines Lebens sein muss, sondern plötzlich kann ich mich auch um meinen Partner kümmern, weil der hat ja auch Bedürfnisse. Oder meine Kinder. Ich möchte dich einladen, dieses Gebet zu beten, wenn du das Vaterunser betest, dieses mein tägliches Brot gib mir heute. Und ich weiß, manchmal ist es extrem schwierig, wenn wir getriggert und wütend sind, über irgendwelche andere Bedürfnisse jetzt von Gott zu reden und nein, ich brauche jetzt, das ist okay. Aber wir beten ja nicht immer nur, wenn wir schon getriggert sind, sondern es ist eine regelmäßige, ein Rhythmus, ein Lifestyle. Wir sind betende Christen. Wir folgen Jesus nach und dieser Jesus hat so gebetet. Und dieser Jesus lehrt uns, wenn ihr betet, betet so. Das formt nicht einfach euer Gebetsleben, sondern euer Leben und eure Bedürfnisse. Amen. Ich möchte gerne beten zum Schluss für verschiedene Anliegen. Und vielleicht bist du heute hier und deine Beziehung ist nur durch Streit geprägt oder deine Ehe und ihr seid am Ende, ihr wisst nicht, die Kommunikation findet statt, aber ihr versteht euch nicht, oder? Und vielleicht seid ihr wirklich auch so frustriert und ihr kommt nicht auf einen grünen Zweig. Und ich möchte dir einfach zusprechen, es gibt Hoffnung. Vielleicht braucht ihr auch Hilfe von extern, vielleicht einmal eine andere Perspektive von außen. Es gibt Seelsorge, Paarseelsorge, Ehetherapie. Ich möchte dir das wirklich ans Herz legen. Diese Dinge helfen. Manchmal hilft eine dritte Perspektive. Wir haben das selbst so erlebt. Wir sind in die Seelsorge gegangen als Ehepaar, weil wir dieses Thema nicht bewältigen konnten. Und die hat ein paar Fragen gestellt und ein paar Sätze gesagt und das hat einen Schlüssel umgedreht. Und ich möchte dir zusprechen, aber auch für dich beten, für Hoffnung. Es gibt Hoffnung, es gibt Heilung, es gibt eine Verwandlung, Gott hat immer noch das letzte Wort. Vielleicht bist du auch hier und du hast nicht deinen Zugang zu deinen Bedürfnissen. Du nimmst deine Zunge und schlägst sie durch die Gegend, oder? Und du verletzt ständig Menschen, vielleicht laut oder leise. Du manipulierst. Ich möchte dich in ein Gebet führen, wo du Gott in aller Demut um Vergebung bitten darfst und ihn bitten darfst, kurz innezuhalten und ruhiger durchs Leben zu gehen. Nicht so impulsiv zu sein, nicht immer aus einer Verletzung heraus zu handeln und zu reden, sondern durch deine Identität, die der Vater dir gegeben hat. Okay? Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen, für alle Leute, die online dabei sind oder hier in der Halle. Und ich bitte dich jetzt ganz speziell und wir bitten dich für alle Paare, die im Streit sind, ständig streiten, immer wieder anstehen an denselben Themen, anstehen an denselben Konflikten. Für Ehepaare, wo die Hoffnung verloren gegangen ist, ich bitte dich, Vater im Himmel, Vater, du Gott der Hoffnung, schenke neue Hoffnung, schenke neue Perspektive. Du bist unser Versorger, du schenkst unser täglich Brot, du kennst die tiefen Bedürfnisse unserer Seele. Schenke uns ein Bewusstsein für dich als Versorger. Ich bitte dich für alle angehenden Paare, die dabei sind, eine Freundschaft einzugehen, eine Beziehung einzugehen, eine Ehe einzugehen, dass du schon jetzt ihnen diese Grundlagen, diese Selbstreflexion ins Herz schenkst. Dass wir unsere Bedürfnisse formulieren dürfen, aber kurz innehalten sollen und sie filtern lassen durch dein Reich. Vater, ich bitte dich für alle Leute, die keinen Zugang haben zu ihren Gefühlen in diesen Streitmomenten.
Ja, einfach, dass du uns Weisheit gibst. Du hast auch in deinem Wort gesagt, wenn uns Weisheit mangelt, sollen wir bitten und du schenkst gerne Weisheit. Ich bitte dich jetzt, Vater, für deine Weisheit, für all unsere Beziehungen, wie wir damit umgehen sollen, mit unseren Worten, mit unserer Zunge. Wir brauchen wirklich deine Gnade. Du hast gesagt, den Demütigen schenkst du deine Gnade. Und wir kommen vor dich, ich komme vor dich, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Hilfe. Rette mich aus meinem Egozentrismus. Rette mich aus dieser Verschwendungsspirale, wo es um mich geht, um meine Bedürfnisse. Und lehre mich, so zu lieben, wie du mich geliebt hast. Stell dir vor, Vater, wenn diese Kirche voll wäre mit Menschen, die so lieben, wie du geliebt hast. Das wäre doch was für diese Stadt, für diese Familien. Wir brauchen Gnade. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche dich, Vater im Himmel. Amen.